Okay. Wir haben on jetzt unsere Treffung in der Rahmen von Lernen Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Und heint ist der 20. Ja. 20. April 2023. Und das ist unsere Treffung, ich habe nicht kein Toes, Nummer 242. Aber die Date, das ist die exakte Indikatie, wo wir halten. In dem 20. April 2023, die Treffung Nummer, ich habe nicht kein Toes, 242. Wir lernen Jiddisch und jüdische Literatur durch Zoom schon knapp 3 Jahre. 2 Jahre mit 10 Monaten. Und ihr könnt fragen, so viel Zeit und ihr habt noch nicht geendigt, lernen jüdische Literatur. Der Entfer ist ein Posheter. Jiden haben gerät, wie ihr seht euch, Jiddisch במשך 1000 Jahre. Und Literatur haben sie geschrieben במשך 750 Jahre. Es ist da was zu lernen und was zu lernen. Aber doch, das, was Jiden haben geschrieben in Ghettos und Lagern, ist bis heint knapp wie nicht abgedruckt geworden. Die Manuskripten, was existieren, befinden sich der Iker in Archiven, sei in Land und sei in Ausland. Die Maskone, wie sagt man Maskone? Maskone ist ein hebräisches Wort. Der Ausführ ist als die Forschung von der jiddischen Literatur geschrieben in Ghettos und Lagern, למשל in Wilner Ghetto, aber euch in einer Sache andere Orte, die Forschung hebt sich erst an. In die kommenden 100 Jahre stelle ich sich vor, werden erscheinen Bücher von Manuskripten, was befinden sich in Archiven und sind nicht bekannt bis heute. Ich gebe ein Beispiel. Stellt euch vor, als einer von den gerateten Jiden, was hat geschrieben, ein Tagebuch von 700 Seiten in kleine Häuschen, oder der Manuskript von 700 Seiten liegt in Yad Vashem, und der, was hat ihm angeschrieben, in Ghetto, ist gewesen mein Lehrer von Psychologie in Buenos Aires. Ist gewesen ein Sheliach, was ist gekommen von Eretz Israel, zu sein zwischen andere Sachen ein Lehrer in das, was wir haben gerufen in Buenos Aires Midrasha Haivrit. Das ist gewesen eine Institution, was hat zugegräht Lehrer für Mittelschulen, für jüdische Mittelschulen. Sein Name ist gewesen Reuven Ben Shem. Und Vater Milchome ist sein Emesser-Nomen gewesen Reuven Feldschuh. Und Oteditek
Mamisch die Tag. Hab ich gehört in Radio, als es erscheint in Druck. Der Tagbuch seiner, geschrieben unter der nazischer Herrschaft, herausgegeben von Yad Vashem. Und also in den Manuskripten befinden sich sehr Sachen, wo sie noch nicht abgedruckt geworden. Aber wir wollen ein anheben und hören, was Eti Miller, was ich habe es gewusst mit 15 Minuten früher, ist geboren geworden im Wilner Ghetto. Wird uns erzählen. Das ist für mich das erste Mal, als wir treffen sich mit dem, was ist geboren geworden unter der nazischen Herrschaft. Es ist doch noch ein Mensch, was ich weiß, als ist geboren geworden in der Zeit von Holocaust, von der Shoah. Und das ist Barak, der was ist gewesen, der Präsident von der Supreme Court in Israel. Und wir beten, ihr bet bei Eti Miller, sie soll uns erzählen ein bisschen wegen ihrer Mischpoche und wegen dem Ort, von wann sie kommen. Und das, was sie hat gehört, wie der erwachsene Mensch, wegen Wilner Ghetto, wo sie ist geboren geworden. Bevölkerung. Okay. Okay, mein Mami ist geboren geworden in Vilna. Ihr Name ist gewesen Sonja Pinius. Und als sie gewesen 8 Jahre alt, ist sie gekommen in eine kleine Städtele, 17 Kilometer nord von Vilna. Es hat geheißen dann Podbrod. Okay. Jetzt hat sich, der Name hat sich gebeten und es ruft sich Podbrade. P-A-R-A-D-E, Lithuania. Okay. Mein Papas Familie hat gelebt dort. Sie ist sehr schöne Städtele. Und sie haben gehabt, meine Bobbe und Seide hat gehabt der Hotel in Podbrod, wo alle von Vilna, was haben gehabt Sommerplätzen. Und sind gestanden, was haben die gehabt, eigene Plätzen, sind gestanden in mein Bobbes und Seides Hotel. Seien gefahren auf Datsche. Sie haben gefahren auf Datsche, weil Podbrod gewesen sehr schöne Städtele, mit der Eichele, was gegangen durch die Städte, mit Asach Beima, Sosnove Beima. Die Mama von Talmorei wegen die Sosnove Beima in Podbrod. Und mein Papas Familie gelebt dort. Er hat gehabt 4 Brüder und sie gewesen eine Schwester, Chaya. Sie waren 17 Jahre, als die Mohammed sich angeheben. Und sie ist umgekommen in Kloga. In Kloga. Ja, dort not man gebrennt Menschen. Ja. In Kloga, heute ihr der Mond scheint, haben die Deutschen aufgebaut. Sie in der Breit haben sie weggelegt Beimer und in der Länge Menschen. Und noch einmal auf die Menschen Beimer und in der Breit und in der Länge noch einmal Menschen. Der Tate von einem von die Gründer von Ivor ist also der Haaret geworden
dort in Kloga. Okay. Yes. So, sie haben gelebt, einen guten jüdischen Leben. Mein Seide gewinnt sehr froh. Ich gehe in die Schule alle Tag. Und sie haben gelebt auf feinem jüdischen, balabatischen Leben. Bis June 22. 1941, wenn die Deutschen sind gekommen. Und nach die Deutschen sind gekommen, sind die Russen entlaufen. Sie haben in dieser Welt sein. Yeah. Unsere Zorros haben angeheben. Gleich haben sie gemacht, an Ort zu machen, ein Ghetto in Pabrotsch. Und alle Jiden haben gedacht, gehen und nicht getraut ausgehen von dem Ghettoplatz. Sei mir gewöhnt dort ein bisschen und nachher haben sie uns genommen in der Wilner Ghetto. So dort bin ich geboren, in der Wilner Ghetto und ich bin gewöhnt 4-5 Monate, hat mein Papa gesagt, wir müssen entlaufen von da nicht, weil mir gesehen, als Heinz sehen wir ein Mensch, morgen und am nächsten Tag sehe nicht derselbe Mensch. Und als sehe ich morgen die Ghetto weniger und weniger Menschen. Und das hat er gesagt, wir müssen entlaufen und nehmen die Kinder mit sich. So, sie gewähren Menschen, was haben uns geholfen. Sie sind gewähren, also die Police, die jüdische Police in Wilna Ghetto, was haben geholfen, rausschmuggeln, meistens Kinder. Wie viele Kinder sie kennen, haben sie rausgenommen vom Ghetto. Ich bin gewähren, eine von den Kindern, mit meinen Eltern und mit meinem Boben Museide, sind wir entlaufen in Wald. Ihr gedenkt die Date, wenn das ist geschehen? Nun, sie gewesen in June, wo sie uns in Ghetto reingelegt, wenn sie uns in Padroja Ghetto. Es gewesen June, Ende June und June, July. Ich habe ihn geboren in August. So, September, ich denke around September, sind wir entlaufen von welchem Jahr? Von welchem Jahr? 41. 41, okay. 41. Weil 41 ist, wenn die Deutschen sind gekommen zu Lithuania. Nachon, ja. Sind gekommen in 31, ich denke. Aber die Vilnius sind gekommen in 41. Jahr. Nun sind wir entlaufen im Wald und wir sind bekannt mit anderen Partisanen im Wald. Und also haben wir gelebt, wir haben ausgegraben von der Erde. Also ihr gedenkt dem Namen vom Wald? Narodsker, dachte ich. Narodsch, ken. Narodsch ist neben Vilna, ja? Ja. Narodsch Wälder. Mir hat das gerufen, die Puschche. Ich weiß nicht. Die Puschche, das ist die Form, wie die Wälder sein gewesen, sehr gedichte. Sehr gedichte. Die Deutschen, dann Gott, die Wälder sind gewesen sehr gedicht, weil die Deutschen haben mehr gehabt zu gehen in die Wälder, weil sie sind gewesen sehr gedicht und sie haben gewusst, dass sie dort Partisanen und dann sie gehen in die Wälder, Ja, ich will noch zugeben, als in die Wälder, die Wälder, ist entlaufen Avrom Sutzkever, der jiddische Poet, mit Partisanen. Von Wilna Ghetto, ja. Und gut, lassen wir hören weiter.
Und sie haben mir gelebt in die Wälder. Mir hat mein Papa versorgt einen Platz mit polnischen Farmers, ich weiß nicht, wie zu sagen, Farmers, hat sie mir zugenommen und כן. sie hat mir gehalten mit ihr sie hat zwei Mädelach, mit blaue Augen und blonde Haar und ich war mit schwarzen Haar und schwarze Augen. So, die anderen Farmers sind gekommen einmal, meine Mama hat mir erzählt und gesagt, Mama, du hast ein Kind mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Die Farmers gewinnen sehr kluge. Und sie haben gemacht am meisten, als sie hat eine Schwester in Warschau und sie gekriegt Tuberkulosis. Und sie gedacht gehen in ein Institut für die Kranke und der Mann hat nicht gekannt gucken auf die Kind. So, ich genommen, sie haben gesagt, da war schwarze Haare. Meine Schwesters Mann hat schwarze Haare und schwarze Augen. Sie ist gut wie der Mann. Sie hatten allemal gedacht, gehen mit Liegens. Und die ganze Zeit, was ich bin gewesen bei ihr, bin ich gewesen Danusha. Nicht Teta, aber Danusha. Die geben mal polnischen Namen. Ich will euch fragen, sie hat ihr einmal angeschrieben, das, was ihr erzählt jetzt? Ja, weil ich habe erzählt die Geschichte zu in California, who's the director? Das ist ein Testimony. Spielberg, ja. Spielberg, okay. Das heißt, das, was ihr erzählt jetzt, befindet sich in der Dokumentation bei Spielberg. Ja. Und also, ich belong zu einer Holocaust Group und alle, was in die Gruppe, haben mehr gemacht, ein Testament. Es sind 2, 3 Testaments, was ich gemacht habe. Ich belong zu einer Schule, so. Okay. Das heißt, ihr seid verknüpft und verbunden mit Menschen, was kennen ein bisschen die Geschichte von der Shoah, von Holocaust. Ja. Aber ich trachte allemal, was meine Eltern haben mir nicht erzählt mehr. Ich kenne sehr, das, was ich weiß, habe ich gehört von anderen Menschen, was gewusst, mein Papa und Mama, und sie gewusst, maybe von Wilne oder von Padrotsch. Ist ein bisschen, habe ich gehört, alle die Meisters und alle Meisters in einem gemacht und es wäre besser, wenn ich höre von meinen eigenen Eltern, was sie geschehen. Sie hat ihr das geschieht ständig. Bedeutet klar, wenn wir seinen Kinder fragen wir nicht und danach ist es spät. Aber ich will euch fragen, sie hat ihr gehabt eine Möglichkeit, in der Zeit, wenn ihr befindet sich in Kanada, zu hören etwas, was ist geschehen im Wilner Ghetto, wenn ihr seid geboren geworden. Sie sind dort gewesen, jiddische Schreiber, wie hat der Ghetto gelebt und so weiter. Nein. Was? In Toronto. In Toronto, slicha. Ja, sie gewinnen ein Mann, was mein Papa gekannt vom Wilner Ghetto. Aber gewinnt sehr böse mit ihm, weil gewinnt ein Couple. Ghetto. Und hat gewollt allein leben. Ist nicht gewinnt zu gut zu seinen eigenen Menschen. Und sie hat ihn getroffen.
Der einzige Wilna, was gewinnt in Ghetto, und gedacht sein, der Mann, und die gewinnt gar nicht zu tun mit ihm. Und sie hat ihr במשך die Jahren getroffen Bücher, was beschreiben den Wilner Ghetto. Ich habe gelernt wegen der Wilna, mostly online. Online. So a Sach information, was wir können ausgefunden, wie der Ghetto gewinnt, wie sie gewinnt, also wie mit gewählt leben, also wie ein normaler Leben. Sie gewinnt ein Doktor, sie gewinnt ein Lehrer, was lernt mit den Kindern. Ja. Sie hat ihr einmal sich angetroffen mit dem Tagebuch, was es hat geschrieben, ein Bocher von 14 Jahren in Wilner Ghetto. Der Name von dem Bocher, was hat gelernt in der Schule in Ghetto, ist gewesen Yitzchok Rudaszewski. Der Name sagt euch etwas? Ich habe gehört, der Namen. Yitzchok Rudaszewski. Sein Tagebuch hat man gebeten bei mir, so 60er Jahren vom vergangenen Jahrhundert, ich soll es dechiffrieren von Xaviat. In Beit Lochamei Getaot, da in Israel, hat man dem Xaviat, und mir hat mir gegeben dem Xaviat auf Yiddish. Der Tagebuch ist geschrieben auf Yiddish, und ich habe ihn dechiffriert, und danach hat man von meinem Dechiffrieren, von meinem Xaviat, was ich habe dechiffriert, hat man gemacht eine englische Übersetzung, okay? Und Beit Lochamei Getaot in Israel hat herausgegeben, unter dem Tagebuch, aber nicht dem Xaviat auf Yiddish. Der Xaviat auf Yiddish befindet sich im Archiv von Beit Lochamei Getaot und keinmal nicht abgedruckt geworden wie ein Buch. Und das ist sehr ein interessanter Tagebuch. Geschrieben von einer Talmid, von einer Wilner jiddischer Schule in Ghetto. Und ich rekommendiere, ob ihr kennt gefunden die englische Übersetzung, das überlehnen, weil unter der Bocher Yitzchok Rudaszewski ist gewesen sehr talentierter Schreiber. Und beschreibt von Anhieb, wie so die Jiden sind weggeschickt geworden in Ghetto. Und das, was ist geschehen in Ghetto allein und in der Schule, wo hat gelernt, sehr, sehr wichtig und interessant. Trotzdem, es sind voran die Lieder, was Avrom Sutzkever hat geschrieben in Wilner Ghetto, aber mir hat sie noch nicht abgedruckt vom Manuskript, was hat geschrieben in Ghetto. Ihr müsst wissen, als Jiddisch-Schreiber, a viele, wenn sie haben sich geraten, und a viele, wenn sie seien gekommen wie Migranten in Medinas Israel, und a viele, als sie haben herausgegeben, sie ihre Lieder von der Zeit von Ghetto,
haben sich nicht gekannt einhalten. Und sie haben genommen ihre Xaviaden vom Ghetto, aber abgedruckt mit Änderungen, was sie haben gemacht nach der Milchome. Das heißt, dass in der Emerson die authentische Xaviaden geschrieben im Ghetto sind keinmal nicht abgedruckt geworden. Und das ist eine von den wichtigen Missions von der Forschung von der jiddischen Literatur, herausgeben in der Zukunft die authentische Xaviaden geschrieben in die Ghettos und in die Lager. Und ihr könnt fragen, was ist das so wichtig? Ja. Ein Schreiber, viele, wenn hat sich geraten wird und gekommen, kein Amerika oder kein Israel, und herausgegeben seine Schaffungen von der Zeit, von der Shoah, von Umkum. A viele, wenn hat gemacht Änderungen, was ist das so wichtig, sie die Änderungen seine Nordemulchome gemacht, oder sie der Xaviat ist gedruckt geworden, wie ist geschrieben geworden, in Ghetto. Den vergangenen Montag habe ich geprüft erklären, für was ist wichtig, abdrucken die Xaviaten, Leute, wie sie sind, angeschrieben geworden, authentisch in der Zeit von Umkum. Ich will fragen, bei jedem einen von euch, ob ihr habt was zu entfernen, auf der Frage, für was ist das so wichtig, herausgeben die authentische Xaviaden? Wer am Atomer? Was sagt ihr? מה השאלה? אני לא הייתי מרוכזת. Die Frage ist, ob Schreiber, was haben sie geraten wird, was haben gelebt in die Ghettos und Lager. Und es seien da Schreiber, was haben sie geraten wird. Und nach der Milchome gelebt oder in Israel oder in der Welt. Und herausgegeben die Schaffungen sehr von der Tkufe, von der Shoah. Aber gemacht Änderungen in die authentische Xaviaden. Was ist es so wichtig, ob die Lieder von der Tkufe, von der Shoah oder der Erzählungen seien abgedruckt nach dem Milchome mit Änderungen oder ohne Änderungen? Das ist meine Frage. אני אענה בעברית. את יכולה לענות בעברית ואני אסכם לאתי ביידיש, כן. אוקיי. אתי גם מבינה רוסית. כן, אבל אז אני לא אבין. כן. אז לדעתי, אם זה היה בשנות 50, הם לא הכתבי יד האלה לא היו מודפסים בארץ ישראל. משנות 70 בערך, אני חושבת שבטוח שהם היו כן מודפסים פה. לא, אני טוען, כמי שעסק בנושא, שאין כתבי יד, es eine nicht da kein Xaviaden geschrieben in Ghettos und Lagern, was oib me hat nach der Milchome geteinet
als mir hat sie abgedruckt, sie nicht das eine Sache. Jeder einer, was hat abgedruckt nach der Milchome, hat gemacht Änderungen. Bederich klar, sind nicht da kein authentische Xaviaden, weil jeder einer, was hat abgedruckt nach der Milchome, hat gemacht Änderungen. Shlomo, was sagt ihr? Für was ist wichtig, abdrucken die Sachen, wie sie seien geschrieben geworden, bei der Zweiten Weltkrieg. Ich meine, als Shlomo schläft. Shlomo, mein Meise given sehr interessant. שלמה, שמעת את השאלה? לא. לא. אז אני אחזור. בקיצור, ich will überhaupt meine Frage sehr in kurz. Ich sage, als Xaviaden, wo sie geschrieben geworden in der Zeit von der Shoah, bis heint seien nicht abgedruckt geworden nach der Milchome. Jeder einer, was hat abgedruckt, Xaviaden und geteinet, gesagt, hat das seine Sachen geschrieben unter der nazischen Herrschaft, hat gemacht Änderungen nach der Milchome. Und meine Frage ist, für was ist wichtig, laut meiner Meinung, man soll abdrucken die Xaviaden, die Manuskripten, wie sie seien geschrieben geworden, bei der Zweiten Weltkrieg. So. I think it's important as any other period in the history of the Jewish nation for the history, for philological research, for everything. I wrote an article about the Hebrew of Of responsa. Responsa, yes. And this is a Hebrew that have very, very special characteristic. And as we can see, Hebrew is very, very flexible and has many changes during the years. If I take my children and I give them a part of the Bible, they cannot understand because the Hebrew is complicated. I can understand the Hebrew in the Bible, and I can understand the Hebrew in responsa, even if the Hebrew is very, very complicated. And of course, as we are listening now to stories about the ghetto, we have to listen also to stories that were written in the ghetto or in the period before this and the period after this. These 2 days I was connected to the radio. Right. And I listened to unbelievable stories. And it's not the first time because every year it's the same. Unbelievable stories that should be told and should be understand or not understand what happened. That is my answer. Okay. Nechama, what is your answer to my question? Why it's, as I say, so important to print the original
manuscripts written during the Holocaust? Well, das ist given in der Zeit. Punkt in der Geschichte, was hat passiert, präsentlich und zu der Kehila und Families. Aber efter nach der Milchome, Menschen haben nicht gewollt hören oder zu bekennen, mit was hat passiert. Als efter die Übergebliebenen haben geändert und hat geschwiegen oder nicht geredet zu viel. Und efter das ist darüber zu ändern, die Gesafiat. Menschen hat nicht geglaubt, efter, als das hat Bämes passiert. Und auch viele, die Übergebliebenen, das ist zu bleiben, zu verstehen, nicht glauben, zu verstehen, was hat passiert. Heutzutage, das ist sehr schwer zu verstehen, als für was sie haben geändert, die Gesafia, das ist die Frage. Es ist wichtig zu lernen und zu haben die Gesafiaden, aber für was sie haben geändert, Okay. sie haben geschrieben, das ist given nach der Milchome, sie haben gehabt Zeit zu trachten wegen dem und Menschen haben sie nicht geglaubt, sie haben nicht gewollt hören und reden und das, sie seien gewesen I don't know how to say it. Say it in English. No, I don't even know how to say it. They were just not accepted. What they said, what they wrote, what they spoke, Yiddish. So what you are saying went is, through. what you are saying, Nechama, is, and you touched a very important point. You are saying that the consciousness, the way of looking at life after the war influences the form you made the changes in the manuscript. And I will give you an example of what you are saying. Ich will euch geben ein Beispiel von der jiddischer Literatur, geschrieben in Ghettos und Lagern, wie so oder der psychologischer Linien funktioniert. Montag, der vergangene Montag, haben wir geredet wegen die Xaviaden von Jeschajahu Spiegel von Lodger Ghetto. Und wir werden noch zu dem zurückgehen. Aber ich will geben ein Beispiel. Jeschajahu Spiegel hat geschrieben, in Ghetto, auf Yiddish, eine Erzählung, okay, mit Nomen Anna Jakovlevna Temkin. In der Erzählung, in dem originellen Manuskript, wird erzählt wegen einer aristokratischen jiddischer Frau, was in dem Moment, wenn wir hat angehört mit dem Ghetto in Lodz und wir hat vertrieben alle Jiden von den aristokratischen Gassen in Ghetto. Der Ghetto hat man aufgestellt in Balut. Balut, das ist gewesen ein Neighborhood von sehr armen Jiden. Und alle Jiden, euch die Reiche, haben gedacht, verlassen sie ihre Heimen in die gute Gassen von Lodz und gehen in Balut. Und Anna Jakovlevna Temkin hatte die Frau
von einer reichen Mischpoche, geht in Ghetto in Balut, aber sie weiß nicht, wohin reingehen, wo leben in Balut. Und sie hält in ihrer Hand ein Päckele mit ihren Zierungen, the Jewelries. Und sie geht also in die Gassen von Balut und weiß nicht, wohin zu gehen dort. In Balut haben gelebt underworld persons. In Balut haben gelebt der Unterwelt, der jiddische Unterwelt von Lodz. Zonot, wie sagt man Zonot auf Jiddisch? Oh, prostitutes. Prostitutes, Huren und Ganovim, Jiddische. Und in der Zeit, wenn Spiegel erzählt, in der Zeit, wenn Anna Jakovlevna Temkin oder die aristokratische jiddische Frau kommt in Balut, weiß sie nicht, was zu tun mit sich. Und es der Setir, einer von den jiddischen Prostitutkes. Und Spiegel erzählt, als die jiddische Prostitutke, der schmeckt, als da befindet sich eine Frau Reiche, was halt in ihrer Hand wichtige Objekte, was können geben Geld. Und sie sagte, ich will dir führen und ich will dir helfen. Und sie gehen weg. Bar Anna Jakovlevna Temkin, die Jewelry. Und Anna Jakovlevna Temkin in Lodz, in Balut, bleibt und gar nicht. Und versteht, als man hat ihr abgenarrt. Das halt schreibt die Schauspiegel in seiner Erzählung in original Xaviat. Und die Frau Anna Jakovlevna Temkin in Desperation, voll mit Jeusch, geht darauf in Lodger Ghetto, befindet sich ein Brick gemacht von Holz. Ein Brick über einer von den Gassen, wo Deutschen fahren mit Tramwaien, was gehört nicht zum Ghetto. Und die Brick geht darüber von einer Seite vom Ghetto zu der anderen. Und Anna Jakovlevna Temkin warf sich herab und starbt. Das ist der originelle Xaviat, geschrieben von Spiegel in Ghetto. Nach der Milchome, Spiegel hat sich geraten wird, wir wollen nicht erzählen, jetzt wie. Es gewinnt in Neuschwitz, in Teutenmarsch, und nach der Milchome kommt kein Eretz Israel, kein Medinas Israel. In Medinas Israel, also wie ist gewinnt, ein Funktionär in der statistischen Abteilung von Lodger Ghetto, bekommt Arbeit bei dem Premierminister Eschkol und sitzt in einem Office von dem Government von Medinas Israel via Paket, wie sagt man Paket auf Jiddisch? Wie Angestellter in einem von den Departementen von Medinas Israel.
bekommt Arbeit. Aber Eschkol sagt ihm, weiß, also ist ein Geratteter von der Shoah und ist ein Schreiber. Levi Eschkol sagt ihm, du kannst sitzen und ob du willst schreiben, wegen der Shoah kannst du in der Zeit von der Arbeit wie ein Angestellter vom Finanzministerium bei uns, kannst du sitzen und schreiben, dann wo du willst. Und Spiegel, Jeschajahu Spiegel, nach der Zweiten Weltmilchome, geht raus auf Yiddish, Bücher mit Erzählungen wegen der Shoah. Und nimmt oder die Erzählung wegen Anna Jakovlewna Temkin und die verführerische Prostitutke, was hat gebracht zu dem, als Anna Jakovlewna Temkin hat sich ermordet und sich herabgeworfen auf die Spießen von den Guards, die Deutschen. Und beit über die ganze Erzählung. Die Erzählung in Druck in Medinas Israel heißt schon nicht Anna Jakovlewna Temkin. Der originelle Titel nach der Milchome ist Niki. In der gedruckten Erzählung nach der Milchome, Niki ist der Name von einer Hintele. Von einer kleinen Hintele, was in der übergeschriebenen und geänderten Erzählung ist eine Hintele, was kommt mit Anna Jakovlewna Temkin in Balut, in Ghetto. Und die Prostitutke, was hat abgenarrt in originellem Manuskript, der Frau Anna Jakovlewna Temkin, wird beschrieben wie ein Tzadikes, wie eine Frau, eine Prostitutke, was hilft Anna Jakovlewna Temkin. Und Gan wird nicht bei ihr und bringt ihr zu einem Ort, wo sie kann leben. Die Erzählung ist im Ganzen übergebieten. Das heißt a Calvin Ghetto oder etwas so? Das heißt was, Nechama? Der Calvin in Ghetto oder der Hund in Ghetto? Nein, der Name ist Niki, von der Erzählung in Druck. Lama את שואלת, was fragt ihr? אפשר ich hab gelernt oder ich kenne den Titel Hund in Ghetto oder etwas. Aber ihr habt das gelernt auf Englisch? Ich gedenke nicht. Ich will suchen. Ja, es kann sein, dass in der englischen Übersetzung hat man das angerufen anders. Aber das, was ich will sagen, ist, ich will erklären, für was hat Jeschajahu Spiegel nicht abgedruckt dem originellen Manuskript und geändert im Ganzen die Erzählung. Und hat viele, ich habe nicht kein Toes, weggestellt eine Date von der Zeit von Holocaust. Was hat Spiegel da getan? Anstatt zu abdrucken dem originellen Manuskript, wo erzählt dem MS, wo erzählt eine realistische Erzählung, als in Ghetto seinen jüdische Prostitutkes euch gewinnt,
Ganovim, Ganeftes und nicht kein morale Menschen und ausgenutzt ältere Freuen. Noch der Milchome hat Jeschajahu Spiegel beschlossen, wie soll keiner schreiben wegen alle Victims von die Deutschen. Wie soll keiner schreiben schlecht? Wie soll keiner vorstellen die Korbones von der Shoah, wie Ganovi, wie Prostitutkes, was haben nicht kein Herz. Noch der Milchome Spiegel hat beschlossen, a viele nicht bewusstlich, unconsciously, als wegen der Shoah darf man schreiben, noch positiv, und wegen die Prostitutkes und Ganovim, die Jiddische, wo sind ermordet geworden durch die Deutschen, wo sind geworden Korbones, wie kann man schreiben negativ an sie? Und hat übergemacht dem ganzen Xaviat. Weil Jeschajahu Spiegel hat nicht verstanden, wie ein Forscher, sagt nicht, kein Forscher, wie ein Schreiber hat gewollt, der Heuden die Korbones von den Nazis. Wie ein jiddischer Schreiber hat nicht verstanden, als ist eine Sache wichtiger zu beschreiben dem MS. A viele, wenn Jiden haben gehandelt in der Zeit von der Shoah realistisch und nicht reell und nicht rein. Und ich will euch beschreiben, wie soll ich hab in Stub von Jeschajahu Spiegel das verstanden. Ich bin gekommen zu Jeschajahu Spiegel anheb 70er Jahren 1171 und ihm gesagt, hat gelebt in Givatayim demot. Und ich habe ihm gesagt, Freund Spiegel, ich gehe schreiben ein Doktorat wegen der jiddischen Literatur, geschaffen in Ghettos und Lagern. Ich weiß, als ihr hat gelebt in Lodger Ghetto und ich habe gelernt wegen einer Biografie und ich weiß, ich habe das gewusst, als ihr hat geraten originelle Xaviaden, was ihr hat geschrieben in Lodger Ghetto. Sie können nicht bekommen, die originelle Xaviaden, was ihr hat geraten wird. Und in der Treffung haben wir geendigt, den vergangenen Montag. Gehe ich weiter. Sagt mir Jeschajahu Spiegel, und ich sitze in sein Stub und rede mit ihm. Sagt mir, die originelle Xaviaden, was ich habe geraten wird, hab ich sie alle abgedruckt in meine Bücher nach der Milchome. Ihr geht zu meinen Büchern und dort wird ihr gefühlen, das, was ich habe geschrieben in Ghetto.
Eider, ich bin gekommen zu Jeschaiahu Spiegel in Stub, hab ich sich zugegräht. Ich hab schon gewusst, als von methodischen Standpunkt, es ist nicht so eine Sache, wie Obdrucken ein Manuskript von der Shoah und nicht machen keine Änderungen. Und wie hab ich sich zugegräht, kidei onheben der Klären Jeschaiahu Spiegel, ihr seid ein jiddischer Schreiber, aber ich bin ein jiddischer Forscher. Und die Mentalität von einem Schreiber ist nicht die Mentalität von einem Forscher, von der jiddischen Literatur. Und ich habe sich zugegräht, beweisen Jeschaiahu Spiegel, schwarz auf weiß, als das, was hat abgedruckt nach der Milchome, ist voll mit Änderungen. A viele, wenn hat weggestellt die Date von der Milchome. Und wie habe ich das getan? Eider, ich bin gekommen zu Jeschaiahu Spiegel in Stub. Habe ich ausgesucht, alle seine gedruckte Bücher nach der Milchome. Und in einem von den Büchern habe ich beim Anheb gefunden eine Fotokopie von einer Seite von seiner Erzählung, geschrieben in Lodger Ghetto. Das heißt, Jeschaiahu Spiegel hat herausgegeben ein Band mit Erzählungen, was hat geteilt, gesagt, dass hat sie geschrieben in Lodger Ghetto. Und kidei zu geben ein Beweis, also seinen Pfarrer, also in den Manuskripten, hat beim Anheb von dem Buch gegeben eine Fotokopie von einer Seite von dem originellen Xaviat. In dem Moment, wenn Jeschaiahu Spiegel bei ihm in Stub hat mir geantwortet, ich habe meine Manuskripten abgedruckt in meine Bücher. Habe ich ihm gesagt, Freund Spiegel, in dem und dem Buch, was ihr hat abgedruckt nach der Milchome, beim Anheb befindet sich eine Fotokopie von einer Seite von originellem Manuskript. Freund Spiegel, lass mir machen a Proof. Ihr wird lernen, oder die Seite von originellem Manuskript, was ihr hat abgedruckt, in Buch wie eine Illustration. Und in derselben Zeit will ich lernen, die gedruckte Erzählung und wir werden vergleichen. Ich lerne Anna Jakovlevna Temkin. Ich lerne die Erzählung mit dem Namen Niki von Buch und ihr guckt da rein in der Fotokopie von originellem Manuskript. Und lassen wir vergleichen. Sagt gut. Hat viele nicht gehabt, dem Bewusstsein. Also hat abgedruckt die Erzählung mit Änderung. Sitzt
und lehnt die Fotokopie, ein Seitel, und ich sitze entgegen ihm und lehne die gedruckte Seitel. Nachdem wir haben abgelehnt, jeder einer sein Versie, ist Jeschajaus Spiel geblieben flabbergastet. Hat nicht geglaubt sich allein. Wie anders der Druck ist von dem originellen Seitel, was hat fotokopiert, um zu beweisen, als das seien dieselbe Texte. Seine gewesen ganz anders. Wenn ich ihm bewiesen das, und ist gewesen, gepläfft, habe ich ihn gebeten, seid so gut. Ihr habt geändert in eine Sache von euren Manuskripten. Gibt mir, seid so gut, die Möglichkeit zu bekommen, die originellen Manuskripten, was ihr habt bei sich in Stub. Ich will sie fotokopieren und ich will euch abgeben. Noch ein paar Wochen, ich habe bekommen die Manuskripten, und noch ein paar Wochen habe ich bekommen einen Brief, was Jeschaya Spiegel hat mir geschrieben auf Yiddish, ein Brief von 20 Seiten, wo sagt, also hat sich nicht gerichtet, also seine Pfarrer also eine Änderungen und gibt mir eine Legitimation, ausnutzen die Manuskripten, was hat mir gegeben, für mein Forschung. Okay. Sie sehen Fragen von das, was ich auf der Zeit besitzt. סליחה, יחיאל, אני נאלץ ללכת. אוקיי. דני, תוכל לשמוע את זה. תודה רבה לכם. בבקשה, להתראות. שלום. אוקיי. פילן דנקה. כן. נחמה, האם יש לך ציוטיר, פאגס oder Kommentare von das, was mir gesagt, besitzt? Ihr geht weiter. Okay. Ich will nur sagen, als es ist ein Unterschied zwischen historischer, die was forschen. Historiker. Ein Unterschied ist Historiker. Historiker, die was forschen wie ein Historiker und die was forschen von Edes, Menschen was geben sehr meistens wie Edes, ja. Es kann sein als Edes gedenkt nicht so gut wie es hat passiert, aber öfter ist gegeben. Es ist etliche Siebes, für was Jeschaya Spiegel hat nicht viel gewusst oder gedenkt. Oder getracht. Es seien Menschen, was mit psychologischen Siebes sie gedenkt auf der Minute und auf eine kommende Minute es ändert sich oder sie Nachon. Ich will sagen, das, was ihr sagt jetzt, ist noch komplizierter. Ihr seid gerecht, aber ihr sagt, also es ist da ein Unterschied
zwischen Forscher, Historiker, Menschen, was forschen die Geschichte von das, was ist geschehen. Und es ist der Unterschied zwischen sie und zwischen Menschen, was geben Eides wegen das, was ist geschehen, nach der Milchome. Und das ist Emes. Aber ich will sagen, als der Indien ist noch mehr kompliziert. Es ist da ein Unterschied zwischen die, was geben Eides wegen das, was ist geschehen mit sie, und zwischen Forscher von jiddischer Literatur, geschrieben in Ghettos und Lagern. Weil wir als Forscher von jiddischer Literatur, geschrieben bei der Shoah, darf sein, euch Historiker, das heißt, sich rechnen mit das, was ist historisch geschehen, und euch Literaturforscher. Wir dürfen Anton lechol apoches 2 Hitler, sei sich rechnen mit die Klolim, sich rechnen mit die Methoden von historischer Forschung und noch mehr sich rechnen mit die Klolim, mit die Chukim, mit die Methoden von Literaturforscher. Okay. Vera, sie hat ihr was zu sagen bisher von das, was ich habe erzählt, wegen Spiegeln. Vera, את שומעת? כן. כן. זה עצוב שככה זה היה. לא, זה לא עצוב. Vera hat mir jetzt gesagt, als sie sehr treuerig, was es sind voran so eine Probleme. Und ich sage, nein, es ist nicht treuerig. Das, was ist geschehen mit Jeschaya Spiegel, hat zu tun mit den Methoden von akademischer Forschung. Ein Schreiber ist nicht kein Forscher von Literatur. Ein Schreiber ist nicht kein Forscher von jiddischer Geschichte. זה לא עצוב, das ist nicht treurig, das seien verschiedene Methoden und der Fall in Universität existieren verschiedene Disziplinen von Forschen, כדי zu dergehen zu dem Emes. Vera, את מסכימה? ihr seid מסכים? אולי, אבל אולי הוא יותר רוצה לכתוב לא מתודיק, ליטרטור, סיפורים נכון. אולי דווקא את זה היה מה שהוא רוצה, אבל... זה נכון, זה נכון. Vera sagt, was wollt ihr von Spiegeln? Ist ein Schreiber und hat gewollt schreiben, wie hat gewollt schreiben. Für was vernehmt ihr sich mit dem, was hat geschrieben in Ghetto? Ich meine, als da seien 2 verschiedene Disziplinen. Ein Sache ist forschen, was ist gewesen die jiddische Reaktion in der Literatur beisen umkommt. Und ein anderer Forscharbeit ist, wie sie haben gerattete Jiddisch-Schreiber nach der Milchome vorgestellt, das, was ist geschehen, bei der Milchome. Und der Pfarrer hat mir gesagt, Montag, den vergangenen Montag, als es seinen voran
drei verschiedene Formen von Forschen die Themen von der Shoah. Ein Forscharbeit ist, wie soll der scheint die Shoah vor der Zweiten Weltkrieg. Und ich habe gerufen, unter dem Gebiet von Forscharbeit hat Ramat Shoah. Das heißt, sie ist gewesen in der jiddischen Literatur zwischen beiden Weltkriegen. Hat man schon, sie hat man damals vor der Milchome schon geredet, wegen der Annihilation von jüdischem Volk. Und Montag haben wir wegen dem geredet. Aber das ist nicht der Gebiet gewesen von meinem Doktorat. Mein Doktorat hat sich vernommen, wie soll haben Jiden unter der nazischen Herrschaft reagiert zu den Persecutions, zu den Redifes von den Nazis, bei denen die Jiden seinen Gewinn vermacht in Ghettos und Lagern. Und das ist der Gebiet, wo sich habe ausgeforscht in die Schriften von Jeschai Spiegel. Und es ist von einem dritten Gebiet, was ich habe sich nicht vernommen mit ihm. Wir sollen haben Jiddisch-Schreiber vorgestellt, die Shoah nach der Milchome. Vera, את מסכימה שזה das seien drei verschiedene Gebieten? Ja. Okay. Ich bin Maskim. Wir seien alle Maskim. Ich will sagen etwas. Nach der Milchome, die übergebliebene haben they had to. Sie haben Gedacht. I'm sorry. Aufleben das neu mit Arbeit, mit Mischpoche, mit neuer Land, neue Sprache. Viel אפשר Literatur, wenn sie schreiben, es hat gedacht, ein sein. Auf das Nein. Das, was will sagen, ist, als ein Schreiber ist nicht kein Forscher und ein Schreiber will weiter aufleben die jiddische Literatur und ihm ist nicht wichtig zu abdrucken, das, was hat geschrieben im Ghetto. Ich will euch sagen, als Avrom Sutzkever hat in einem Interview mit mir, ich habe interviewt Avrom Sutzkever in Tel Aviv nach der Milchome. Und hat gesagt, als für ihn reingucken in die originellen Manuskripten, was hat geraten wird, ist so wie reingucken in ein Käfer. In andere Wörter, Avrom Sutzkever hat nicht gewollt abdrucken die originelle Xaviaden seine vom Ghetto. Hat gewollt schaffen weiter. Und wegen dem werden wir noch reden, efter dem kommenden Montag, wie ich hab der Kajet, wie ich hab gefunden die Manuskripten, die Originelle, was Avrom Sutzkever hat geschrieben in Wilner Ghetto. Hat sie nicht abgedruckt. במשך 37 Jahre hat sich abgehalten von Abdrucken die originelle Xaviaden und nach 37 Jahren hat getan, als
כדי ich soll nicht abdrucken die originelle Xaviaden. Ich verstehe nicht. Abraham Sutzkever's Poems oder Lieder seien nicht als geändert. immer zu tun mit dem, was hat geschrieben in Ghetto, als übergeandert und was versteht ihr nicht? Ich hab gemeint, als was ich lerne von Abraham Sutzkever, das ist von der Zeit. Nein, בכלל nicht. Geändert, hat sich Nechama, es ist gekommen die Zeit, ihr sollt verstehen, als die Reaktion von Jiden in Ghettos und Lagern, die Reaktion von Avrom Sutzkever, Beiser hat gelebt in Wilner Ghetto, ist bis heint nicht erschienen in Druck. Ihr habt gemeint, ihr habt gemeint, alle haben gemeint. Alle meinen bis heint. Aber dafür rede ich mit euch schon ein paar Mal. Die jiddische Literatur, geschrieben in Ghettos und Lagern, sei von Jeschaya Spiegel, sei von Avrom Sutzkever, ist noch nicht gedruckt geworden bis heute. Ihr müsst das verstehen. Als das Lied Unter deine weiße Sterne, das ist geschrieben nach der Milchama oder das ist sich gern, Das ist doch anders geworden nach der Milchama im Ganzen. Wenn ich habe euch beim Anheb von unseren Treffungen deklamiert, unter deine weiße Sterne, habe ich deklamiert dem originellen Manuskript und ich habe ihm abgedruckt. Danach, mit ein paar Jahren zurück, Sutzkever hat ihm nicht abgedruckt, keinmal. Als für was hat sich geändert, seine Werk? Was ist gewesen als Sutzkever? Dem kommenden Montag werden wir reden wegen dem. Aber unter deine weiße Sterne, was ihr lehnt und was ihr hört im Radio, ist voll mit Änderungen. Sie soll ich euch zitieren, dem Original Xaviat, ich weiß ein wenig? Ja. Hey, Bichon. Okay. Ob ihr gedenkt. Ich meine, dass ihr gedenkt. Wir haben die Wörter mit sich da. Okay. Wo? Wir haben, meine Mama ist gewesen auf Holocaust Andenk. Das seine nicht, das was ihr Mama, das was ihr hat gehört, seine nicht die originelle Wörter. Noch ein Teil ist originell, voll mit Änderungen. Ist, weil ich ist auf Äußern wenig, Ja. euch deklamieren dem originellen Xaviat. Okay. Und mit dem werden wir eintendigen. Okay, dann. Nachdem wir wird reagieren. Unter deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Seh, es dunkelt sehr finkel in mein kellerdicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. אני מנסה להמשיך.
Noch in Kellern und Lecher schreit die mörderische Ruh, läuf ich hecher über Dächer und ich such, wo bist du, wo? Ich hoffe, ich habe nicht vergessen etwas. Nehmen Joggen? Nehmen Joggen? כן. Nehmen Joggen mich meschune, Treppen häufen mit Gewoi, häng ich a geplatzte Strune und ich sing zu dir azoi. Unter deine weiße Stern streckt zu mir deine weiße Hand, meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Sie hat ihr von dem Text, was sie hat, Ja, gesehen, aber ein Strophe ist, und ich will doch Gott getreuer dir und ich will doch Gott getreuer dir vertrauen, meine Vermeg. Das habe ich übergeben. Dir vertrauen, mein Vermeg. Wie geht es weiter? Weil es mont in mir a Feier und Weil es meint in mir Feier und in Feier meine Tag. Das ist dasselbe, was wir haben. Ja, nein, aber das ist nicht das, was mir, das war ja Mama hat gehört. Es meint in mir Feier, das singt, wenn ich in Radio. Das gefindet sich in dem Original Xavier, sind dann noch Shinuim. Und wir werden nicht wegen dem reden, dem kommendigen Montag. Das heißt, der originelle Xavier habe ich abgedruckt in die Zukunft, im Journal Die Zukunft in 2012. In dem Nummer, was ist heraus in New York, in 2012, zum ersten Mal. Okay. So, Professor, you recited the one that my mother knows, right? The one that we know. That's what you just recited. No. I recited from the original. But that's exactly what my mother exactly, has. The original, the same words. Yes, but you wrote it from what I said, no? Where do you have it? My mother had it from a Holocaust Memorial Day. My shul. But she has not the lines by the Smont in Mia Fire. She has not that. Yeah, she has that. Yes. Impossible. Where did she hear? One moment. Where did she hear the text? In my shul. In which year? Just on Monday. I When? Mit 2 Tage Montag. This past Monday, she was she heard that in shul? Yes. Mm-hmm. Okay, but I said that I published it in 2012. And you said that she had it the last Monday. So maybe that they read what I published. From where did she have? She doesn't know, Eti doesn't know from where they took it when she heard it in shul. No, it's just printed. They just printed a whole, like a booklet. So maybe that what I published reached the shul where your mother had it. Maybe. And I will be very happy to know that what I did has a good purpose. Yeah. But in order you should believe me that the original never was published before 2012. You can try to enter academia.edu, my site in Academia Edu,
And I published there with explanations a whole article about the difference between the versions, the original and the version which we hear in the radio all the years. If I will remember, I will send the link to the article in Academia Edu, where I deal with all the details of the difference between the versions. Yeah, schönen Dank. Yeah. Okay. And perhaps, Nechama, you can remind me, if you write me an email, you say, send us the link to Academia Edu about Sutzkever. You know, it reminds me of the Jisker-Bücher, was die Übergebliebene haben geschrieben, gleich nach der Milchome. Sie haben gedenken, aber the writing isn't so good because they weren't writers. They weren't, you know, yeah. Sherita Pleita, the survivors. Yeah. And sometimes the editors weren't writers either. They edited, of course, but they weren't, you know. There are 900 Yizkor books. It's a whole oceans. And about Yizkor, we will speak perhaps, but as you see, we can speak about the Holocaust for weeks. Okay. Well, thank you so much for having my mother come and speak. Well, thank you for having me. Okay, so thank you to your mother for all the things she told us. And now, okay, and I see that we have 4 more minutes. Emetzer will etwas sagen, Eider mir endigen. Ich will nur sagen, als meine Mama alle bescholen hat geschrieben ein Tagebuch von Wer redt? Etty. Sie ist Etty. Etty. Also meine Mama hat geschrieben ein Tagebuch von der Minute, wo die Milchome hat sich angeheben. Und wenn wir sein entlaufen, wie wir seinen Gewinn. Wo ist das Tagebuch? Wo ist das Tagebuch? Will ich euch sagen. So, sie ein Tag ist geschossen. Sie gewinnen schon bald geendigt die Milchome. So, sie gewinnen ein paar Tage vor die Ende, kommt auf die Milchome. Und sie gelaufen. Meine Mama hat mir gehabt in die Hand und mein Papa und wir gelaufen in einen anderen Ort. Wir haben mal gelaufen in andere Orte. Und ich hat sie verloren, dem Buch. Oh. Und allemal nach der Woche hat sie allemal gewähnt, als ihr Tagebuch. Sie ist gewesen sehr eine gute Schreiberin, meine Mama. Ja, und sie hat sie geprüft. Als Imetzer hat gefunden den Tagebuch und getan etwas mit dem Tagebuch. Wo ist gewesen, wenn ihr seid entlaufen und verloren dem Tagebuch? In welchem Ort ist das gewesen? Ja, es ist gewesen in dieselbe Wälder. Aber die Wälder? Die Wälder. Sie sind gelaufen von einem Ort zu einem anderen Ort. Und sie verloren den Tagebuch. Und sie hat ihre Mama geprüft, nach der Milchome rekonstruieren, was sie gedenkt. Nein. Ich will sagen, meine Mama und Papa sind gewesen sehr vernommen. Mit machen ein Leben. Ich verstehe. Sie gekommen ohne Geld, ohne gar nicht. In Padbrot sind sie gewesen reiche Menschen. Sie haben ein Eisengeschäft, ein Eisengeschäft. Sie verkauft allerlei tractors and machinery for the farmers. Alle Farmers haben uns gekannt. Für die Farmers haben uns geholfen during the Milchome. Ja, ich verstehe.
Sie haben gerät allemal wegen die Milchome, aber zu schreiben, das ist ein Shame, was sie nicht alles verschrieben. Sicher. Hier von meinen Kindern, von meinen Enkeln. Ja, wie ich habe gesagt, beim Anheb von unserer Treffung, als eine Sache von den Sachen, wo sind geschrieben geworden in Ghettos und Lagern und wie ihr sagt, euch nach dem, sind verloren gegangen. Aber das, was ist geblieben, ist nicht abgedruckt geworden. Das heißt, in der Zukunft darf mir hoffen, als Forscher von jiddischer Literatur werden proben weiter abdrucken, die originelle Xaviaden. Ich danke euch sehr für das, was ihr erzählt und für unser Gespräch. Und wir werden sich treffen Montag. Okay. Und danke, Vera, für die Zoom. Ja. כן, תודה רבה ולהתראות. השם דנק. נשטוף אבוס. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. Okay, thank you, Vera. We'll see you Monday, okay? Not at all. Thank you so much. Bye, Vera. יופי, להתראות. להתראות. Wow, thank you. Why? All right.